Es ist mein eigener Konfispruch, der mich seit 35 Jahren, das hat mich als Aufgeschreckt begleitet. Diesen Spruch hat damals mein Pfarrer ausgewählt, den wir hatten. Der mich wohl damals schon brillant im Kerne erkannt hat und von dem ich, das war ganz witzig, weil ich hatte vor kurzem 30-jähriges Abitur darüber gesprochen, der mich unheimlich frei entscheiden kann und darf. Und das gilt dann letztlich eben auch für unseren Glauben, in dem der Mensch nicht als eingeschränkt empfindet, so sagen wir. Freiheit ist für mich ein essentieller, nein, ich würde sagen, es ist eigentlich mein zentraler Wert. Ein Wert, der mein Leben extrem bestimmt, für den ich eintrete in allen Belangen und in meinem Handeln. Du, Christian, hast mir die schöne Herausforderung gegeben, was ich meiner Kirche ins Stammbuch schreiben will. Das ist in der Tat eine extrem schwere Frage. Aber eben genau diese Aufgabe hast du mir gegeben vor einem Monat, das ist schon ganz schön lange her, mit der Bitte, hier und heute aus eine Katzenwege zu machen. Und ich gebe zu, diese Frage hat mich seitdem intensiv begleitet und sehr stark zum Nachdenken gebracht. Denn es ist eine Frage, die vordergründig erstmal sehr leicht ausschaut, wenn man darüber nachdenkt, dann bekommt sie immer mehr an Dimension und Tiefe. Was genau schreibt man jemandem in diesen Stamm? Dazu kommt noch, dass es dann eine Struktur ist, deren genaue Lebensweise mir, und das trotz, was ich vorhin gesagt habe, in einer Rolle im Kirchenvorstand, immer wieder neu eingegeben wird, aber eben noch lange nicht bekannt ist. Es ist ein bisschen, wie wenn man jemanden, den man sehr, sehr gerne mag, ein Geschenk mitbringen will. Und dann bei der Ausdruck feststellen muss, wie wenig man am Ende von dem Freund eigentlich weiß. Aber nicht einfach, oder? Eine Empfehlung am Rande übrigens: Nehmen Sie doch einmal die Zeit und überlegen einmal für sich, was Sie denn in das Stammbuch schreiben würden. Ich verspreche, die Überlegungen, die sind sehr, sehr spannend, tiefgreifend und Sie werden am Ende neugierig auf mehr machen. Warum darf ich hier heute eigentlich stehen? Ich bin Kaufmann, ich bin Betriebswirt. Ich bin, so nenne ich mich, ein Querdenker. Am Ende ein Mensch, der versucht, die Wurzeln zu finden, diese zu erkennen und dann dort zu gießen. An den Wurzeln, ganz bewusst, damit die Kraft des Wachstums in die kleinsten Äste kommen kann. Ich bin kein Prediger, das bitte ich mir einfach heute immer nachzusehen, wenn ich hier vorne stehe. Ich bin ein Glaubender, der mit seinen Worten, Wissen und Fühlen versuchen wird, heute Punkte aufzuzeigen, die zu einem Stammbuch gehören können. Als Leitfaden, als Wegbegleiter, so wie es mein Spruch mehr als diese Glaube für mich leben geworden ist. Wenn es darum geht, Strategien zu hinterfragen, neue Wege zu finden, die bestehenden Einträge ins Leitbild zu prüfen, stelle ich Unternehmen gerne 3 Fragen. Wollen wir weitermachen wie bisher? Das ist die erste Frage, die ich stelle. Die zweite Frage ist, können wir noch evolutionär anpassen? Oder die dritte Frage ist im Unternehmenskontext, müssen wir revolutionär ändern? Es ist egal, wie die Wahl fällt oder fallen muss. Wann immer es gilt, einen neuen Weg aufzunehmen, ist aus meiner Sicht erstmal zwingend notwendig, die Bestimmung des Standorts zu machen. Übrigens, das macht Ihr Navigationssystem, das wir heute nutzen, Ihr Smartphone am Ende genauso. Das ist der erste wichtige Punkt. Wo stehen wir? Wo stehen wir? Wo steht denn unsere Kirche heute? Wenn ich jetzt eine Einschätzung vornehme, dann an dieser Stelle jetzt einfach nur aus meiner persönlichen Sicht, ohne den Anspruch hier zu haben, dass es eine wissenschaftliche oder nachweisbare gesellschaftliche Einordnung folgt. Das ist, wie gesagt, meine Sicht. Wo steht denn unsere Kirche und wo wird sie erkennbar? Gott sei Dank auf jeden Fall einmal hier.
in erster Linie, nämlich an dieser Stelle in Form eines Gebäudes. Dass es in diesem Moment ein Dach über dem Kopf anbietet, das uns ein Zuhause ist. Witzigerweise, ich hatte in den letzten Tagen eine Begegnung, wo mich jemand hier aus Pfaffenhofen angesprochen hat, der das gelesen hat, dass die Kanzlerin noch der Wohnt in der Nachbarschaft und sagt, weißt du, ich habe zeitlebens eigentlich in meinem Leben nicht gewusst, dass das eine Kirche ist. War nicht sehr erstaunlich. Gut, wir haben Dach über dem Kopf, das ist schon mal wichtig und auch richtig so. Aber wo steht die Kirche sonst als Ganzes, als Struktur, als Mittelpunkt unseres Lebens? Vielleicht hat er das gemacht, aber wenn ihr gerade überlegt, naja, jetzt sitze ich da und bin so konfirmant. Was ist das eigentlich? Wo steht diese Kirche? Die Kirche, die uns da geleitet hat, wo wir eigentlich heute stehen. Das ist eine schwere Frage, eine Aufgabenstellung, die wir alle gemeinsam immer wieder neu klären müssen. Und am Ende nicht vom anderen System überrannt zu werden. Ja, in die Ecke gedrängt zu werden, weil es eben diese anderen für besser, für die richtigeren, die Gläubigeren halten. Ich glaube, wir stehen gerade aktuell alle an einer Herausforderung, zukunftsfähig zu sein, mit dem, was wir glauben, was wir vertreten. In meinem Beruf darf ich zusammen mit Menschen die Zukunft gestalten, darf Strategien entwickeln, in denen die ersten Menschen, und das halte ich ganz bewusst, und dann in der Konsequenz Unternehmen wachsen können. Da dürfen wir versuchen, Umfeldbedingungen zu erkennen und damit Risiken sichtbar zu machen. Ich kann aber auch in meinem Job Risiken nur aufzeigen, aber sie nicht verhindern. Ich kann mit Menschen zusammen Umwege erdenken und letztlich nur Mut machen, unwegsame Stellen zu überbrücken. Alles, was wir können, ist uns vorzubereiten, uns einen festen Stand zu schaffen, bevor der Sturm der Veränderung uns zu stark ins Gesicht bläst und versucht, uns aus der Bahn zu drängen, was immer wieder passiert. Es gilt also mehr denn je vorauszuschauen und mit den Umfeldbedingungen konstruktiv, anpassungsfähig umzugehen. Wer kennt ihn nicht, den Ansatz von Darwin? Survival of the fittest. Ich glaube, das habt ihr schon mal gehört, oder? Darwin hat damals versucht, alle seine Forschungen und seine Erlebnisse dort zu subsumieren und auf den Punkt zu bringen. In der Regel wird dann diese Aussage mit dem Überleben der Stärksten übersetzt. In der Interpretation dieser Aussage hat es übrigens schon viele Taten und Handlungen auf der Welt gegeben, die nicht so sind. Der Stärke gewinnt nach dieser Aussage und darf den Schwächeren verdrängen. Das ist wunderbar einfach, aber ist es nicht im Kern vielleicht die Konsequenz von Unwissenheit? Achtung an meiner Stelle hier ausgesagt. Ich glaube, an dieser Stelle liegt ein schwerer Übersetzungsfehler vor. Ein sehr schwerer Übersetzungsfehler. The fittest wird in der Regel Missbrauch übersetzt, interpretiert als der Stärkste. To fit heißt aber eben auch passen, passend sein, sich anpassen können. So übersetzt heißt dieser Satz, der von den Mächtigen der Welt oftmals hergenommen wird, plötzlich ganz anders. Dann heißt es nicht plötzlich, derjenige überlebt, der sich am besten an die Umfeldbedingungen anpassen kann. Derjenige überlebt, der rechtzeitig erkannt hat, was er eigenverantwortlich ändern kann. Ja, muss. Derjenige überlebt, der erkannt hat, wo er für den Prozess des Wandels, der Veränderung gefragt, der nötig ist. Jetzt haben Sie in meinen Ausführungen schon öfters das Wort anpassen gehört. Fragestellung: Sind wir eigentlich als Kirche, und da zählen wir alle zu, als Gemeinde eigentlich anpassungsfähig genug und fit für die Zukunft? Wenn ja, wie weit gehen wir eigentlich alle mit dem Anpassen?
die Grenze des Akzeptablen? Wann wird aus einem Anpassen ein Verbiegen, ein Verlieren, ein Unterwerfen? Wann fangen wir an, für unsere Werte aufzustehen, in der sich gerade aktuell rasend schnell verändernden Welt, die sich rasend schnell verändernden Umwelt beginnt? Erzwungene Flucht, um das eigene Leben zu retten. Mord, Hunger, Armut, Verschleppungen von Mädchen, die westliche Bildung erlangt haben oder erlangt wollten. Verfolgung von Christen. Und es ist beileibe nicht so, dass alle unsere christlichen Brüder, Schwestern so ruhig hier sitzen können, wie wir sie gerade tun. Attentate, Wirtschaftskrisen, Wachstum auf Kosten anderer, auf Kosten der Natur. Ich glaube, ich könnte an dieser Stelle negative Schlagzeilen beliebig fortsetzen. Vieles übrigens, das sollte uns bewusst sein, leider auch immer wieder unter dem Vorwand der Religion, des Glaubens, der Anmaßung, der andere sei falsch oder sogar ungläubig. Nehmen wir alleine das Thema Kriege. Wir sind es aktuell meines Wissens nach 122 Regionen auf unserer Welt, wo das Leben der Menschen durch Krieg, Waffen und Mord bestimmt wird. 122 Regionen. Und auch große Kriege und kleine Kriege. Für mich ist das am Ende vollkommen egal. Und eins ist sicher, überall sterben täglich Menschen durch Waffen, mit denen andere Geld verdienen, um damit ein Leben in Luxus zu führen. Damit leben wir alle jeden Tag, damit müssen wir umgehen. Das ist zum festen Bestandteil unseres Lebens geworden. Überall toben Konflikte und Lösungen infolge davon Tragödien. Menschliche Katastrophen, Flüchtlinge, auch bei uns in der Region, die ein neues Zuhause und eine neue Sicherheit suchen. Menschen, die aus ihrem Zuhause, aus ihrer Heimat gedrängt werden. Alles Themen, wo wir auch feststellen müssen, dass hier irgendetwas vollkommen schief läuft, verkehrt läuft. Im göttlichen Sinne definitiv so nicht gedacht haben. Wir brauchen also Veränderungen, Wandel, neue Wege, Bereitschaft, die Dinge einmal kritisch, aber gleichzeitig konstruktiv, lösungsorientiert und im Handeln konsequent zu betrachten. Eine leichte Aufgabe? Definitiv nein. Wir feiern heute das Reformationsfest. Das hat mich erstaunt beim Nachschauen. Vor annähernd 500 Jahren, nämlich am 31. Oktober 1517, brachte Luther seine 95 Thesen zu Papier. Und damit, in dem Moment, wo es die Bibel brachte, auch in den Umlauf. Und wenn man einmal reinschaut in das, was er aufgeschrieben hat, in seiner Aufzeichnung liest, findet man weitestgehend Fragen, die gängige Vorgehensweise der Obrigkeit ganz kritisch in Frage stellen. Ich bin Luther, der den Mut hat, aufzuzeigen, hinzuweisen, das anzuklagen, was aus seiner Sicht nicht richtig lief. Er hat aus meiner Sicht konsequent gehandelt und die 95 Thesen aufgeschrieben, weil Entwicklungen, persönliche Interpretationen der Oberen, die nur zu deren eigenen Nutzen waren, gestört haben, weil er mit dem Tun anderer nicht einverstanden war. Das nenne ich aus meiner Sicht mutig und quergedacht. Er ist aufgestanden und hat das, was er gedacht und gefühlt hat, für alle sichtbar gemacht. Das nenne ich aus meiner Sicht Klarheit schaffen. Luther hat konsequent seine Werte gelebt und dies eben auch offen gezeigt. Und wer mal geschaut hat, es gibt von Luther viele Überlieferungen und Sprüche, die man ihm zuschreibt. Er hat, und das kann man aus dem Sprüchenteil lesen, er hat das Leben genossen und wusste seine Vorzüge zu schätzen. Werte leben, das ist ein wichtiger Punkt, den ich heute gerne hier in unser Stammbuch schreiben will. Wir müssen unsere Werte leben. Werte, die uns
uns dahin gebracht haben, wo wir heute stehen. Stichpunkt Werte. Ich habe gerade zusammen mit Luther schon einige Werte aufgezählt, die aus meiner Sicht unser Denken, unsere Kultur und damit unser Handeln prägen. Nur am Rande bemerkt an dieser Stelle, man geht davon ungefähr aus, dass ca. 2000 Worte in unserem Sprachgebrauch Werte beschreiben. 2000 Worte beschreiben Werte. Also eine Liste kann und wird hier niemals vollständig sein. Und aus meiner Sicht sollten wir uns auch neben dem Versuch der Vollständigkeit und dringend davon verabschieden, Werte in falsch oder richtig aufteilen zu wollen. Es sind meine Werte, es sind unsere Werte. Werte, die unsere Kirche, unseren Glauben prägen. Wer Werte einsortiert, sie versucht in gut und schlecht aufzuteilen, der bewertet aus meiner Sicht. Und er legt damit die Wurzel für das Gros der Konflikte, die wir aktuell haben. Sie hören, es sind für mich zwei Dinge da drin, nämlich einmal richtig und falsch herauszunehmen und ganz wichtig auch das Thema der Bewertung herauszunehmen. Lassen Sie mich einige Werte hier einmal nennen. Vielleicht stellen Sie beim Hinhören fest, dass wir als Gemeinschaft diverse verbindende Werte haben. Aber wir werden vermutlich jeder von uns andere Werte für uns selber priorisieren. Das ist gut so und zeigt die Vielfältigkeit auf. So ist das Leben. Aber nehmen Sie nachfolgend die Werte, die Worte einmal auf und versuchen zu erspüren, was Sie persönlich damit in Verbindung bringen. Verantwortlich. Ehrlich. Offen. Mutig. Konsequent. Engagiert. Klarheit schaffend. Bedingungslos liebend. Schutzgebend. Grenzen wahrend. Wertschätzend kommunizierend. Freiheit gebend. Und jetzt stellen Sie sich bitte einmal vor, Sie treffen auf einen Menschen, der diese eben genannten Werte verkörpert, der sie lebt, der sie in alle Bereiche seines Handelns integriert hat. Wäre es ein Mensch, mit dem Sie gerne Ihre Zeit verbringen würden? Wäre das ein Umfeld, in dem Sie gerne leben würden? Wäre das eine Welt, die für uns alle lebenswerter, einfacher, liebevoller, ja auch freier wäre? Werte geben dem Suchenden ein Zuhause. Als Kirche verlieren wir derzeit viele Menschen, die eigentlich auf der Suche sind. Das ist zumindest das, was ich heute in meinem Beruf erlebe. Menschen suchen den Sinn. Deshalb reden sie auch oft mit mir. Aber parallel mit der Austretung aus der Kirche heute als Steuersparmodell forciert, ja, für viele ist es der Status einer neuen Freiheit. Das ist doch eigentlich unlogisch, oder? Aber stellen wir uns an der Stelle dann vielleicht auch mal auf den Wert die Frage, was wir dafür tun können, eigenverantwortlich, jeder für sich als Gemeinschaft, um ihren Anliegen zu machen. Vielleicht haben die Menschen um uns herum am Ende einfach auch zu wenig Wissen über die Möglichkeiten, die Themen, die Sinnstiftung, die in dem Dach der Kirche versammeln und eigenverantwortlich gestaltet ist. Vielleicht müssen wir alle stärker erkennbar machen, was alles hinter der Kirche, hinter unserem Glauben steht. Dafür aufstehen, was letztlich Gutes getan hat. Kirche ist eben nicht nur die eine Struktur, ein Dach für einen Gottesdienst, ein Raum, wo Menschen zusammenkommen. Kirche ist Raum für unseren Glauben, die Werte, für Freiheit, für Willkommensein, für Angenommensein. Kirche ist auch Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen, Seniorenheime, Sozialstationen, Lebensraum für Behinderte, Schutz für Frauen, Kinder, Männer, Bedürftige und so weiter. In der Wirtschaft, als Berater,
sagen wir, Nutzen steuert das Interesse. Nutzen steuert das Interesse. Das heißt, Menschen kommen grundsätzlich zusammen, handeln, bringen sich ein, wenn sie für sich einen individuellen Nutzen erkennen. Das ist auch der Grund, weshalb wir heute hier sind. Aber Nutzen kennen. Hier als Konfirmanden überlegt vielleicht auch mal bewusst, der Nutzen heute eigentlich für mich. Es hört sich vielleicht auch da im Bereich des Sozialen immer schon was fremd an, klingt komisch, wenn wir über Nutzen reden. Ist aber nicht so. Kirche kann und bietet heute jedem eine Gemeinschaft, einen inneren Zusammenhalt für alle die, die wollen. Für alle die, die in Freiheit entscheiden, sich zu den Werten und zu dem Weg zu bekennen. Die bereit sind, Ja zu sagen, was diese Gemeinschaft prägt. Es gilt also aus meiner Sicht in Zukunft mehr denn je, die Bedürfnisse der Menschen als Maßstab für das Angebot zu erkennen, wenn wir unser Wertesystem erhalten wollen. Kann man eigentlich bei der Kirche von einem Angebot sprechen, so wie wir Kaufleute das tun? Ja, ich glaube, das kann man, denn wir können mit dem, was wir hier tun, ich glaube, eine Zukunft in Freiheit auf Basis dessen, was wir glauben, geht uns letzten Endes an. Just letzte Woche haben wir als Gemeinde gemeinsam das Lied 638, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, aus unserem Gesangbuch gesungen. Und darin heißt es so schön, wir wollen Freiheit, um uns selbst zu finden. Freiheit, aus der man was machen kann. Freiheit, die auch noch offen ist für Träume, wo Baum und Blumen Wurzeln schlagen kann. Sie können sich jetzt vorstellen, warum mich das sehr besonders in dem Moment abgeholt hat, weil es sind viele Begriffe, die von jedem dazugehören. Aus allen Punkten, die ich jetzt bisher in meinen Überlegungen aufgetan und jetzt mit Ihnen geteilt habe, ergeben sich für mich persönlich am Ende 10 Punkte, die ich für unsere Zukunftsfähigkeit gerne in das Stammbuch unserer Kirche, unserer Gemeinschaft schreiben möchte. Punkt 1. Gebe den Menschen die Freiheit, sich für dich zu entscheiden, um sich ganzheitlich mit Herz und Verstand einzuwenden. Zweitens. Sei das Zuhause für Menschen, die auf dem Wege sind, Sinn zu finden, das Wertvolle zu bewahren und das Notwendige zu ändern. Drittens. Baue Brücken zwischen den Glaubensrichtungen der Welt. Übrigens aus meiner Sicht alle im Kern die gleichen Nutzen haben. Und lasst mich dazu ergänzen, dass wir in unserem Glauben irgendwo im Mittelalter gelernt haben, dass es für niemanden Sinn macht, einen Glauben, ein Wertesystem mit der Gewalt von Waffen zu erzwingen. Ein Glauben, der nur mit Gewalt vermittelt werden kann, ist aus meiner Sicht ein Glauben, der Sinn macht, der für uns Menschen gut sein kann. Mein Glauben beruht auf Freiwilligkeit. Das war immer so und damit ist ein fester Bestandteil des Lebens, wenn die Menschen es aus dem Herzen machen. Freiwillig hier sind, sich freiwillig dafür entscheiden. Glauben hat aus meiner Sicht nichts mit Verstand und Waffen zu tun, sondern mit Leidenschaft von Herzen, wie es lieber aus. Viertens. Gebe den Raum, Erfahrung und den Glauben machen zu dürfen. Das ist wiederum der Auftrag an euch, die da sitzen und jetzt überlegen, wo ist der Nutzen der Ganze. Aber wir versuchen euch als Gemeinschaft den Raum zu geben, dass ihr Erfahrung mit dem Glauben macht. Verbinde die Generationen. Da möchte ich auch weitergehen, das heißt für mich konkret, schaffe weiterhin passende Angebote, deren es viel gibt, für alle Altersgruppen. Und eins ist mir wichtig, was mir immer wieder auffällt, dass gerade meine Altersgruppe, die übrigens die größte Altersgruppe der Bundesrepublik ist, oftmals in der Kirche, in den Gottesdiensten am wenigsten vertreten ist. Sei Querdenker für die Entwicklung zukünftiger, ich sage es sehr bewusst, werteorientierter Gesellschaften. Siebtens, und auch das hatten wir heute schon ansatzweise erwähnt, sei erkennbar als Fels in der Brandung des Wandels. Achte einfach den Stamm. Mische dich ein und
Und mache, so wie es Luther getan hat, deine Thesen erkennbar. 9. Eintrag. Sei aktiver Gegenspieler zu grenzenlosem Wachstumsdenken und Effizienz. Und das sage ich ganz bewusst als Kaufmann vorgestellt. 10. Das ist die Herausforderung für unsere Generation. Gebe konsequent das Wissen, die Werte und den Sinn an die Nachfolgenden weiter. In unserem Gesangbuch fand ich in der Vorbereitung, das ist ein wunderschönes Gesangbuch, quer zu blättern, ich mache das sehr gerne, fand ich in der Vorbereitung zur heutigen Rede folgende Aussage von Dietrich Bonhoeffer, die uns allen vielleicht die gemeinsame Aufgabe, die wir als Gemeinde, als Kirche gerade haben, sehr gut verdeutlicht. Bonhoeffer hat gesagt, mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht. Dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, die Werte, die wir tragen, die wir prägen, weiterzugeben, damit die Freiheit des Glaubens und der damit lebenden Menschen in die Zukunft zu bringen ist. Hier und überall auf der Welt, wo Menschen diese Freiheit leben wollen und sich dem Glauben bekennen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. So habe ich hier begonnen und so will ich hier enden. Amen. So prägnant und griffig war, wie ich sie erhofft habe. Ich sage dir und deiner Familie, die ich jetzt in der Zeit vom Redenschreiben übrig haben müssen, herzlich Dankeschön im Namen unserer Gemeinde. Lasst es euch beiden gut gehen. Und damit du vielleicht manchmal Inspirationen kriegst, wie du deine Familie verwöhnen kannst, bekommst du von uns unser Rezeptbuch der Gemeinde. Lasst euch gut gehen.